Hallo, hallo Leute. Ey, Leute, was geht ab, Digga? Ich zeige euch jetzt mal mein Setup. By the way, meine Pflanze hier. Ihr müsst mir in den Chat schreiben, wie ich meine Pflanze retten kann. Die stand hier eine Woche lang. Ich kam nach Hause, alle Äste lagen auf dem Boden. Und jetzt habe ich die mit so Stativen und mit Schnüren so befestigt, habe Wasser reingegeben. Aber irgendwie, ja, es ist feucht. Aber muss ich da Dünger reinmachen oder hatte ich zu wenig Tageslicht hier, Chat? Guck mal, so sitze ich hier und streame für euch, Digga. Das ist doch krass. Ich finde das voll das geile Setup. Habe ich für euch aufgebaut. Hier sitze ich. Hier war das. Hier ist das Heft vom Musikvideodreh. Hört alle Love and Cheese. Geil. Ist ein bisschen unaufgeräumt. Hier ist die Waage. Okay, ich wiege mich nochmal. Dann habt ihr es im Stream offiziell, okay? Scheiße, Mann. Fuck. 82 stand da. Cleanes Setup. Setup ist schon clean, ne? Hier unten ist das Mic. Da Audio. Hier das für die Lichter. Hier, das ist eure Perspektive. Ja, voll geil. Holy shit, man. Hier ist Sofa. Hier ist das drauf von Red Bull. Hier ist der Pokal vom Hahnkammrennen. Rudi Rüssel, eine Tasche. Hier Red Bull Generations, Gamerations. Boom, Licht an. Hier Red Bull Kühlschrank mit Adi Totoro drauf. Geil. Kameras und irgendwelchen Stuff. Du sagst zuerst RIP und danach direkt cleanes Setup. Ne, es ist ja ein bisschen unaufgeräumt, aber das Setup an sich ist ja trotzdem clean. Das hat ja nichts mit dem zu tun, was da liegt. Dann ja gut, hat Niki den Riegel. Er wollte nur auf dein Gewicht achten. Du hast es falsch verstanden. Ich und Niki haben Beef. Ich sag's wie es ist. Nikolaus Stemmler und ich haben Beef. Okay, jetzt wird's richtig schlimm in meiner Wohnung, Chat. Ich zeig's euch jetzt, aber bitte flankt mich nicht dafür, okay? Ich war in letzter Zeit sehr viel unterwegs, deshalb habe ich Wäsche gemacht, die da rausgenommen und die Wäsche, die ich nicht aufhängen muss. Wie heißt der Wal? Der Wal heißt... Gudrun heißt der Wal. Okay, ich war viel unterwegs und deshalb sieht mein Schlafzimmer momentan gerade so aus. Nein, nein. Also das ist normalerweise weg. Das ist alles gewaschene Wäsche, die ich hier hingeschmissen habe, muss ich alles nochmal waschen, beziehungsweise aufhängen, ein bisschen bügeln. Ich habe gestern eine Pizza gegessen und das ist mein Bett. Das sieht gerade richtig vercrackt aus, aber glaub mir, ich penne nur in meinem Schlafzimmer, ich bin sonst nie hier drin. So sieht das aus. Sieht ein bisschen tot aus, ich weiß. Schreibt jetzt bitte keine Scheiße rein. Ich gucke in den Chat. Messi. Leck, Messi-Wohnung. Jetzt denken alle, ich bin Messi. Aber es liegt daran, weil ich einfach so geistkrank viel unterwegs war. Heute nach dem Stream, ich werde alles aufräumen. Wir machen morgen im Stream, okay? Ich komme live und ich zeige euch die Wohnung, wie ich sie aufgeräumt habe. Alles ausreden. Ja, hier liegen Rucksäcke. Das muss weg. Hier ist immer so mein Karton-Dings. Das füllt sich immer und dann nehme ich das irgendwann mit und schmeiße alles weg. Und ja, zu eurer Messi-Wohnung. Ich zeige euch, wie es hier aussieht. Hier liegen Sachen noch rum, von wo ich nach Hause gekommen bin. Schweizer Pass. Wichtig. Hier ist der Koffer, den habe ich ausgeräumt. Ja, ich komme immer nach Hause von Reisen, komme da rein und schmeiße hier alles hin. Aber was eigentlich geil ist, weil dann habe ich so die Übersicht und kann dann von dort alles nehmen und aufräumen. Hier sind meine Kleider, hier sind Schachteln, die muss ich auch wegbringen. Und das sind gewaschene Kleider, die ich noch aufhängen muss. Aber die liegen hier, weil ich keinen Platz mehr hatte oder keine Zeit mehr hatte, weil ich vorm Gehen alles sehr, sehr schnell machen musste. Und ja, apropos Messi-Wohnung, jetzt wird es richtig schlimm. Ich stelle die Müllsäcke immer hier raus und dann bringe ich alle 6 zusammen runter. Ja, hatet mich, Chat, hatet mich. Mann, ich muss in den Chat gucken, ich habe keinen Chat. Was schreibt ihr? Koffer auf dem Kochherd ist crazy. Koffer in der Küche. Dreizimmerwohnung. Hoodie von vorhin in der Küche auf dem Boden. Ja, ich war vorher da und wenn ich streame, Digga, ich schmeiß immer alles hin. Aber ich räume das, ich schwöre, ich räume das danach auf, Chat. Glaubt mir, okay? Ihr müsst mir glauben. Ja, ich muss jetzt Wäsche. Wir machen jetzt zusammen Wäsche, Chat. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Du nimmst den hier. Ich zeige euch jetzt, wie man Wäsche macht. Also erwachsener Mann. So. Alles, was nicht aufgehängt werden muss, kommt in den Trockner rein. Unterhosen, sagen wir hier. Das hier kann, by the way, auch in den Trockner. Also so Fließsachen, ultra geil im Trockner. Die sind danach nicht verfaltet und so. Sportshirt, das muss aufgehangen werden. 1999 Hoodie, Trockner, Unterhose, Trockner. Die wird aufgehangen. Hier rein. So. Und ihr denkt wieder, ich bin der übertriebene Messi, Digga. Ihr checkt das alles nicht, ne? Die würde ich auch mal aufhängen. Von der Fahrradtour die Jacke. Sporthosen. Boah, ich muss echt viel aufhängen. Die wird auch aufgehangen. Die wird auch aufgehangen. Das auch. Das nicht. Das wird aufgehangen. Und die 2 Sachen nicht. Yalla. Rein da. Ist leer. Zack. 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 Hier Baumwolle, Cotton. Start. Geil. Er macht einfach alles mit einer Hand. Andere Liga. Adis neuer Content-Haushalt. Bitte Wohnung putzen mit uns im Stream. Ne, ich zeig meine Wohnung ab und zu, aber nicht immer. Aber jetzt schon, weil ich muss jetzt die Wäsche aufhängen. Ich würde euch jetzt hier der große Wäschestream. Herzlich willkommen zum Wäschestream.
aus meiner Wohnung. Ich nehme die Wäsche weg. Hosen. Ich zeige euch jetzt, wie ich das mache, okay? Ich habe zum Beispiel kein Bügeleisen, weil ich finde, wenn man Sachen aufhängt, werden die ganz geil. Man muss die aber einfach direkt aufhängen, nachdem sie aus der Waschmaschine kommen. Das ist noch vom Red Bull Event. Ich lege das einfach dort drauf und dann verräume ich das später im Kasten. Jemand hat geschrieben, dass man das Wasser von der Spülmaschine ablassen muss. Ich wohne seit 2 Jahren hier, habe ich nie gemacht. Ich hatte keine Probleme bisher. Ich glaube, ich muss das nicht. No joke. Okay, wenn die Sachen trocken sind, nimmt man die so. Hopp. Hier, Pulli, Shirt. Warte. Dann guckt man, wo es Platz hat. Schiebt ein bisschen zur Seite, Chat. Dann rein da. Bisschen locker machen. Bisschen anfassen hier. Bro, Digga, ich weiß, dass diese Lampe hier tot ist. Aber diese Lampe ist bei mir legit nie an. Ich weiß nicht mehr, was für eine Farbe die hat. Oh, ist das hässlich. Also das ist wirklich geisteskrank hässlich. Okay, dann nehmt ihr ein Shirt. Was haben wir hier? Tarmac von Dave. Nehmt ihr das Shirt, hat ein bisschen Falten noch. Und dann richtig krass durchschütteln. Das hat jetzt immer noch ein paar Falten und ihr denkt euch so, oh shit, das Shirt hat Falten, aber nein, das wird jetzt so aufgehangen und durch den Trocknungsprozess, Chat, wird das Shirt crispy clean. Hier, Ola Kala. Einmal bei der Hose, einmal den hier machen, dann hier reindrücken, da denkt man, oh, gibt wieder, Mann, die Leute gucken zu und denken sich, was ist eigentlich er für ein Husi? Aber guckt, die Hose ist schön da. Guckt es euch an. Hier hängen die Sachen. Dann kann man hier noch so ein bisschen den hier machen, dass die perfekt hängen. Aber dann werden die Sachen ganz geil. Hosen sind hier, Falten gehen. Die Hosen haben immer ein bisschen Falten. Die sind ganz geil, diese Adidas-Hosen. Die sind immer, da gehen die Falten automatisch raus. Das hier nehme ich dann so mit, das hier auch. Und dann passiert das hier, Chat. Das wird getrocknet. Zu. Bumm. So funktioniert das. Okay, Chat, ich sage euch einen Gamechanger. Dieses Ding hier ist verfickt nochmal der größte Gamechanger, den ich mir jemals, no joke, das könnte das Top 1 Produkt sein, das ich mir jemals gekauft habe. Ihr denkt jetzt, hä, bist du dumm? Hier machst du Schuhe rein und dann machst du das in die Waschmaschine. Ich zeige euch die Schuhe. Ich habe Schuhe, die waren, no joke, ich habe leider kein Vorher-Nachher-Bild gemacht, aber ich hatte Schuhe, die waren so dreckig, die waren komplett brown. Und dann habe ich die hier gestern auf dem Weißprogramm reingemacht und guckt euch die Schuhe an. Klar, man sieht es noch so ganz bisschen. Aber die sind wie neu, Digga, die sind wie neu. Das ist doch crazy. Benutze ich auch Ehrenprodukt, ein Wäschenetz. Mann, ihr könnt mich jetzt nicht flamen. Ich lerne doch das Leben erst gerade. Ich lebe zum ersten Mal. Ich zeige euch jetzt wirklich real. Ich habe dann hier mit meiner Wäsche liegen. Hier sind immer noch Sachen drin, die irgendwie in den Hosentaschen waren. A.k.a. Eikos-Dinger. Die muss man rausnehmen. Kommen hier in den provisorischen Müll. Der Müll liegt drum, weil ich so meine Wohnung gecleant habe oder halt noch clean will. Mache ich alles da rein, dann ist es nicht im Abfall. Dann suche ich mir einfach die weißen Sachen raus. 1999 Shirt. Das hier kommt später. Weiße Socken. Zack, zack, zack. Oh, ich muss die weißen Socken aufmachen. Ich mache sogar das Tuch rein. Und dann ist immer ganz wichtig, Chat, dass hier nichts mehr liegt, okay? Weil ansonsten weiße Wäsche umsonst. Ich glaube, hier liegt aber nichts mehr gerade. Oh. Oh oh, 2 Socken. Ey, wir machen so den Haushaltsstream, ne? Und da muss man immer einmal die komplette Wohnung absuchen. Okay, diese Unterhose war nicht gebraucht. Die kann ich zurückräumen. Und jetzt hier. Zack, zack, zack. Okay. Ihr fragt euch jetzt, wieso sind die zusammengelegt? Meine Taktik bei der Laufbandfahrradtour war, ich mache meine Socken nie zusammen. Checkt ihr? Also wenn die aus der Waschmaschine kommen. Das heißt, die liegen so da. Und dann lege ich so alle in den Koffer und ich wollte eigentlich die gebraucht sind, dann danach zusammentun. Das heißt, die hier, die stinken hässlich. Das war meine Taktik. Die Leute, die alleine wohnen, die kennen das. Man muss immer einen Kontrollgang machen, weil hier zum Beispiel liegen 2 Socken. Muss man einfach mitnehmen. Die Stinke-Socken. Für 10 Subs würde ich die verschicken. Könnt ihr jetzt 10 Subs da lassen. Und dann werden die Stinke-Socken verschickt. Adi, hast du eigentlich eine Freundin? Bro, ich sag ganz ehrlich, als ich noch mit Hannah zusammen war, diese Wohnung war aufgeräumter. Ich sag's, wie es ist. Okay, und jetzt hier wird's schwer. Das hier ist theoretisch alles Wäsche, die schon gemacht ist, die ich aber im Stream auch schnell rausnehmen musste und einfach hier hingeschmissen habe. Deshalb nehme ich, glaube ich, einfach die Socken hier. Nee, die Socken, die sind egal. Die können hier hin. Die muss ich aber zusammenlegen. Das hier muss gewaschen werden. Ja, komm, das hier auch rein. Das ist alles neu. Das ist Shit. Bro, ey, das ist alles von den letzten Wochen, ne? Ich war gefühlt nur 2 Tage zu Hause. Das ist so vercrackt alles. Okay, das heißt, das hier kommt auch noch rein, diese 3 Shirts. Rein da. Zu. Und das Geile bei dieser Waschmaschine ist, Chat, die wiegt jetzt die Wäsche und hier unten ist so Waschmittel drin. Checkt ihr den? Das heißt, die wiegt die Wäsche jetzt. Ich drücke auf Weiß, Start, bumm.
das war's. Das wird jetzt gewogen, da kommt automatisch Wäschemittel rein. Das ist richtig geil, weil ich hätte keinen Plan. Meine Mom hat mir damals vor 2 Jahren ultra nett, als ich eingezogen bin, diese 2 Dinger geschenkt. Aber ich habe die halt nie gebraucht, weil ich die habe. Und die machen das automatisch. Das ist geil. Ja, und jetzt ist die Wäsche drin, Wäsche aufgehangen. Küchenboden. Nee, da lag nichts. Da lag nichts, Chat. Oh nee. Oh nee. Die sind aus dem Koffer rausgefallen. Egal. Am Anfang kann man, glaube ich, noch. Bitte warten. Am Anfang kann man noch. Danke, Chat. Kuss. Hier ist der Spiegel. Oh moin. Ich mache immer Insta-Story. Hey, moin, was geht ab? Und das war's. Das war der große Haushaltsstream mit AD Toronto.